Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. So, wir sind hier am Kinepolis bei der Furiosa Night. Ich konnte mir noch so auf den letzten Moment noch so ein Ticket erschnurren, sagen wir mal so. Hi. Wir haben lange darauf gewartet, George Miller hat lange an dem Film gebastelt. Die ersten Kritiker sind schon raus. Das ist ein bisschen gemischt. Also die meisten Kritiker waren so, dass es nicht so gut soll sein wie Fury Road, aber soll trotzdem noch nicht schlecht sein. So. Da weiter habe ich mir eben noch nachgeguckt, wie so ein Ticket so schnell wie möglich erschnurrt zu kriegen, für das ich relativ frei mit meiner Review durch bin. So, und da weiter sind wir noch heim. Wir gucken uns ein bisschen was für schöne Sachen sie als für die Furiosa neu, für die Special-Soiree hier eben präsentieren. Da weiter ich noch mit der Kamera ein bisschen matt. Das ist noch ein bisschen ungewöhnlich für mich, das ist ein bisschen befremdlich für mich, also mit der Kamera am Mikro rundherum zu rennen. Aber, machen wir das mal. Gucken wir mal, was hier alles so zu entdecken ist. Oh, da haben wir seine Mail aus. So, ein Ticket haben wir gekriegt, das hat wunderbar geklappt. Da wird es eine große Merci auf Kinepolis viert Bereichsstelle für mein Ticket hier für Furiosa nicht am IMAX. Und weil das wollte ich mir natürlich los. Es sollte schon gedacht, wann, da guckt man das ganz, aber schon am IMAX und war schon. Und da kommen wir schon um den Tisch, wo dann eben für die Spezialsvarien, die drei am Kino gehen, ebenso ja, speziell gut hier gehen oder etwas zu trinken dabei. Guck mal, da kurz an. So, du hast den Film fertig, zwar ist gelaufen, 2,5 Stunden, der ganz Spektakel gedauert, dann habe ich den so ein kleines Flash dabei, ja, ein kleines Trinkflash, die mit Furiosa gebrannt ist, und fand ich das ganz flott, das ist ganz okay, das ist eine gute Idee, den ich eigentlich auch immer gebrauchen kann, wieso nicht, so ein Trinkflash kann ihn immer gut gebrauchen, so die Popcorn-Emeren, die auch immer mega cool gebrannt sind, die super gut ausgesehen. Dann hört den so durchstehen und wir sehen nicht, was den da machen. Ich fand so ein Flash schon mal ganz flott. Da wird dann ein Merci auf Kinepolis, dass ich heute Abend auf der Soiree sehen, auf der Furiosa Night, der ist Film einen Tag vor offizielle Release gucken. So, was geht es am Furiosa Mad Max Saga? Ich meine, das ganz einfach gesagt, am Fury Road war ja ganz prominent Furiosa dort zu gesehen. Und hier haben wir 4 Geschichten. Wie ist Furiosa zu dem Charakter gehen, den wir hier auf der Leinwand gesehen haben. Wir begleiten Furiosa quasi von klangem wo es dann als ein Hämisch quasi entfeuert wird von einem übergeordneten Herrscher Dementus, heißt der gute Mann, den er gespielt wird von Chris Hemsworth. Chris Hemsworth war so ein Sache, ich fand das immer so ein bisschen ein Hit or Miss, zum Beispiel für die letzten Torfilme oder die letzten Torfilme waren wir einfach zu viel drüber. Hier sind eigentlich auch drüber, aber trotzdem passt das mega gut an Setting heran. Irgendwie hat das wirklich, das war ultra stimmig, Mad Max ist sowieso so extrem überzeichnend. Du hat das mega gut gepasst. Denn George Miller hat das schon wirklich gut umgesetzt. Und auch Anya Taylor-Joy als Furiosa ist wirklich auf den Punkt. Ich bin sowieso ein riesiger Fan von Anya Taylor-Joy. Das ist also wirklich, mir fällt okay Film an, wo mir nicht gefallen hat. Auch von der Filmmusik, auch von Filmen gehen die für sich also ein bisschen Männer gefallen hat, aber immer auf den Punkt. Und das war auch heute der Fall. So, nun muss ich dazu sagen, George Miller wird ja dann noch lange rundherum probieren oder lange so schaffen, Mad Max weitergefordert oder eine 4-Geschichte eben gemacht. Lo ist dann eben froh, als Furiosa und Mad Max sagen, da lo wirklich besser wie Fury Road, und das muss ich leider verneinen. Das ist aber lo, muss ich sagen, Fury Road ist natürlich ganz hohe Niveau gewesen, ganz krass gewesen. Furiosa und Mad Max Saga hängt dem ganzen meiner Meinung nach dezent an drin. Das klingt lo mehr schlecht wie es ist, weil der Film ist
trotzdem extrem gut. Mirunhai sind eigentlich ganz schwer zu vergleichen, weil der Pacing ist schon eine ganz andere. Furiosa Mad Max Saga als viel mehr los, lässt sich viel mehr Zeit für zu erzählen, wobei den Fury Road eigentlich nicht mehr Schlag auf Schlag alles aufgeladen was an eigentlich auch nicht viel zu erzählen hat. Und du hast Furiosa und Mad Max Saga heißt schon, das ist ein ganz anderer Schnack. Das gibt sich viel Zeit gelost, zum Vergleich zum Fury Road gibt es viel Dialoge. Wir kriegen ganz viel Worldbuilding gewesen. Das ist auf einem anderen Niveau. Das ist das hat mich nicht so aus dem Sitz geblasen, wie das Fury Road gemacht hat, aber trotzdem hat den Film auf den richtigen Plätzen Fury Road Feelings. Also wirklich, es sind Kampfsequenzen dran, die ihn komplett vergessen lassen, dass er gerade an einem Film sitzt. Also irgendwie, es verschwindet komplett am Szenario und dass ihn irgendwann just noch komplett dran. Also dann 2,5 Stunden dauert ja der Film. Was auch schon immer gut ist, also schon während der 2,5 Stunden eigentlich nicht einmal auf Dauer geguckt, dann hat gut kein Langten. Hat absolut Spaß gemacht. Also du wennst da los, der nicht verunsichert, wenn es so einen Hank Fury Road ein bisschen Hand run. Trotzdem ist halt wirklich ein guter Film. Hier sind ein paar Sachen, zum Beispiel nach dem CGI, ist, denke ich, am Fury Road besser gelöst gewesen. Da waren verschiedene Sequenzen, wo ich mich freue, wo hat den CGI da müssen sehen. Da waren ja, verschiedene Szenen dran, wo man CGI geschafft hat, wo ich mich noch gefragt habe, wo hat die gebraucht? Ich hatte noch nicht gedacht. Es wäre auch ganz gut ohne die Hens, der Film wäre auch ganz gut ohne die Hens gehen. Wo es ganz stark auffällt, sind Szenen, die an der Distanz spielen. Das heißt ganz, der ganze Hintergrund ist quasi immer am CGI an das Feld zum Teil stark ab. Trotzdem gibt es dem ganzen Film aber so ein bisschen ein Comic-Stil, den ihm aber auch nicht schlecht steht. Also ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich als negativer Kritikpunkt ob ich nicht zählen kann oder nicht. Das fängt manchmal ein bisschen an fertig an, ob einem der Stil gefällt oder nicht. Für mich hat Fury Road optisch ein bisschen mehr beeindrucken können. Auch du hast Furiosa, denke ich, ein kleines Steckchen haben wollen. Allerdings die Großpunkte, wo es eben hier am Furiosa oder wo dann einem Mad Max eben geht, sind eben die großen Kampfszenen, die großen Verfolgungsjagd, wenn ihr so will, an die stehen auch einem Fury Road am nächsten noch. Da gibt es weiter nichts zu meckern. Also für jeden, den einfach nicht mehr Lust hat, mehr aus der Apokalypse gewollt zu gehen, mehr an der Welt an die Welt können anzutauchen, dann aussehen wir Furiosa Mad Max sagen genau richtig. Wenn der erst Fury Road 2.0 erwartet, dann kann da vielleicht ein bisschen enttäuscht gehen. Wenn der aber gesagt hat, Fury Road war mir zu wenig Substanz, da war mir zu wenig Story, dann ist Furiosa genau das richtig fähig. Also für mich war das ein bisschen meckern auf höherem Niveau, weil das, was George Miller vollbracht hat, als Action-Kino auf einem ganz hohen Niveau. Der Mann hat das an seinem hohen Alter bewiesen, dass nicht einfach drauf hat, Actionfilme zu machen. Und ich kann nicht mehr hoffen, dass der Mann nach Pferde springt, nach Sachen an dem Stil oder an dem Universum vielleicht noch können zu machen, an Lust drauf hat. Und ich denke, das war es eigentlich auch schon mit allen. Das waren, denke ich, alle die Punkte, die mir so am Kap rundherum schweren sind, da aufgehandelt, halt ein bisschen als ein ungewinnten Setting für mich, am Kino die Review abzuholen, als für mich auch ein bisschen ungewinnt, trotzdem aber ein großer Merci in Kinepolis für diese Stadt ein bisschen begleiten konnte und das eben als Material für meinen Kanal nutzen kann. Und du willst auch Merci für den Ticket, dass ich mir das heute ranzählen konnte. Genau. Und du willst lasst mal gerne einen Kommentar da, ob da so Sachen liefern, auch nach mehr gerne gesehen. Du kommst hier am Stottern. Wie gesagt, das ist eine ungewinnte Position für mich, ein ungewinntes Setting, das immer ein bisschen für mich beschränklich so in der Öffentlichkeit so etwas für eine Kamera zu machen. Ja, ich hoffe trotzdem, dass das heute aber dann gut kennt. Lasst mal gerne einen Kommentar da, wann der Furiosa da gesehen hat, wie ihr den Film gefallen hat, wie ihr insgesamt Mad Max Saga so gefällt, ob das etwas für euch ist oder auch nicht. Oder ob ich euch vielleicht ein bisschen das Franchise schmackhaft gemacht hat, können wir auch gerne verraten. Groß Gedanken. Da wünsche ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Furiosa und Mad Max Saga. Ciao!